Und die Frau sagt, gut, tu deinen Kopf abbeugen und träg, was ich auf dich packe. Dann kommst du von meinem herrlichen Heu über, so viel du willst. Du hast das Ross im Kopf abgebogen, die Frau hat ihm den Half drüber gestreift und das Ross hat gewirrt. Oh, Herrin und Frau von meinem Herr, ich will gern dein Diener sein, wenn ich das herrliche Heu immer überkomme. Die Katze in ihrem Versteck hat wieder den Kopf geschüttelt. Miau, das ist wirklich ein neifältiges Ross, das. Jetzt muss ich es auch immer machen, was die von ihm wollen. Das wäre nichts für mich. Miau! Und sie ist durch den Nasswildwald davongeschlichen. Wo der Mann mit dem Hund von der Jagd heimkommt, schaut er ganz erstaunt das Ross an. Was macht denn das Wildross da? Die Frau tätschelt das Ross. Es ist nicht mehr wild. Es ist jetzt unser Freund. Es hilft uns Sachen zu tragen und du kannst auf seinem Rücken reiten, wenn du auf die Jagd gehst. Am nächsten Tag ist die wilde Kuh zur Höhle und es war alles gleich wie beim Ross. Die Kuh hat gefragt, kann ich ein bisschen von dem Klee haben, wo in deinem Garten wächst? Natürlich, aber du musst bei uns bleiben und uns deine Milch geben. Dann tun wir für dich sorgen. Und so ist die Kuh auch bei der Höhle geblieben und kein wildes Tier mehr gewesen. Die Katze aber hat sich wieder versteckt. Sie hat gemaunzt. Miau! Das ist wirklich eine dumme Kuh, das. Jetzt muss ja die auch folgen. Das wäre nichts für mich. Miau! Aber dann hat sie gesehen, wie die Ola-Kuh melkt. Und sie hat den Feuerschein gesehen in der Höhle und die herrlich weiße Milch geschmeckt. Da ist sie der Ola um die Beine geschlichen. Rau, ich möchte auch in die Höhle. Rau. Aber die Frau wollte nichts wissen. Nein, das geht nicht. Gang wieder heim. Wir können keinen Freund und keinen Diener mehr brauchen in der Höhle. Mau, ich bin kein Freund und kein Diener. Ich bin Katz und gang meinen eigenen Weg, ganz allein. Aber ich möchte deinen Weg ab und zu in die Höhle. Darf ich denn nie am warmen Feuer sitzen? Nie warme, weisse Milch trinken? Du bist so gescheit und so schön. Du sollst nicht so grausam sein mit einem armen Kätzchen. Das hat der Ola geschmeichelt. Ich weiss, dass ich gescheit bin. Aber das ist schön, hat mir noch nie jemand gesagt. Weisst was? Wir machen etwas ab. Wenn ich einmal etwas Gutes über dich sage, dann darfst du in die Höhle kommen. Und wenn du zweimal etwas Gutes sagst, da kannst du lange drauf warten. Also, gut. Wenn ich zweimal etwas Gutes über dich sage, darfst du in der Höhle am Feuer sitzen.